Salut! Und herzlich willkommen bei Logsplay. Gaming Jahr 2026 könnt ihr so los und gang. Mit mir nicht. Nee, wir hängen noch am letzten Jahr. Und dafür weisen wir schon noch ein paar Spieler, die das letzte Jahr nicht an diese Episode gepackt haben. Angefangen mit Little Nightmares 3. Ah ja, Little Nightmares. Die Klangleif-Horror-Franchise, bei dem der Kanner an einer viel zu großer Welt begleht, wo alles zu Gefahr kann gehen. Ich freue mich schon so richtig drauf, weil Tarsi Studios das Geier... Was das lo? Supermassive Games? Die meinen doch just hier Multiple-Choice-Jumpscare-Simulatoren. What? Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Okay, die meinen das lo. Boah, sorry Leute, wie der ausgesagt, hun Bandai Namco an Tarsi man nicht Schluss gemäht. Tarsi wird seine neue Freundin Reanimal im Start. An Bandai ist gerade auf Dating mit Supermassive Games für Little Nightmares 3 zu bringen. Wird das Spiel also an ihrer Sammlung Platz? Oder also die Full-Fit Cards? Das klären wir lo. Die begleitet es Keier The Low und The Lone durch die alttraumhafte Welt, ob da sich noch ja, also so ganz klar, was die zwei da wollen, ist das eigentlich nicht wirklich. Irgendetwas mit einem Spiegel. Boah, okay, die Story bei Little Nightmares ist immer ein bisschen mehr kryptisch gehalten. Du hast im dritten Teil auch keine Ausnahme. Optisch sieht das ganz wirklich immens schick aus. Es sind überall Details an der Welt verstopft, die die Spielwelt lebendig gestalten. Während der Viergänger gedenken wir durch verschiedene Kameraerstellungen eine Welt gewesen, die massiv und bedrohlich ist. Dazu drehen auch den Soundtrack bei, und noch Gereicher selber gehen einem das schaurisch, war du gerade etwas, gefällt. Spielerisch hat der Schwa zwischen dem Alone oder dem Low. Der Alone wird den Schraubenzieher für Mauern anzuschlagen oder Gegner zu zerklappen, den Low ist mit Pfeil und Bow equipiert. Franchise-typisch hat er verschiedene Areale wie eine Fabrik oder ein Zirkus, den er muss überwannen. Dabei muss er mal eine Batterie finden, Köste verrickeln, muss ihr schlecht überdimensional Gegner schleichen oder auch Fluchtpassage packen. Leider ist das ganz nicht wirklich neu. Als Supermassive wurde der Mengen verpasst, für spannende Twists an Franchise zu bringen. Die Steuerung ist auch leicht schwammig, was ganz okay ist. An der Fluchtpassage kann es heierns du nerven, dass der Sprung verpasst, aber dafür wird das Spiel fair Checkpoints. Ja, Sammelchrom geht doch, aber soweit ich weiß, bringt ihr just pure Achievements oder Trophies. Das Einzige, was wirklich neu ist, dass am Online-Koop könnt ihr spielen. Couch-Koop-Freunde gehen leider links los. Allerdings gibt es kein Drop-in, Drop-out-System, was ziemlich doof ist. Umso mehr witzig ist dann, dass Reanimal, wo ja basically eine andere Form von Little Nightmares ist, ein Couch-Koop hat. Immerhin möchte KI einen guten Job und es kann ihn sich auf sie verlassen. Little Nightmares 3 wird einfach für mich zwei Probleme. Den ersten ist, und das ist lo persönlich, aber Gegenden sind zwar ganz schickern, tutti quanti und alles was er will, aber bis auf den Zirkus wird es für mich null Impact und es wird mich leider ein bisschen kahl gelassen. Ja okay, dann hast du ein riese Baby, aber why? Eine Spannefrau? Na, du war die Joffa am 2 definitiv mehr creepy. Och gibt es keine richtige Connection zwischen den Arealen, schwingen Chlor. Es wird etwas mit der Story zu tun, aber du waren Moore und Pale City aus den Viergängern viel mehr organischer glaubwürdig. Den zweiten Punkt ist, dass das Spiel sich gameplay-technisch null weiterentwickelt wird. Alles, was ihr möchtet, wurde an den Viergänger auch schon gemäht, an Deals war da doch mehr spannend. Das Spiel fühlt sich mehr an wie ein riesen DLC als ein richtig Suite. Das wäre ja nach alles irgendwie zu verkraften, aber das Spiel wird durch ein weiteres Element total den Bock aufgeschossen. Das ist ziemlich kurz, mit eben viele schwache Momente an einem wenigen Highlights an. Nachdem er die 4 Kapitel aufgeschlossen hat, gesieht dass es Season Pass da ist mit 2 weiteren Kapiteln.
An do ginget mech net wannnneren, was se déi herausgroll hunn, fir nach e bëssen méi de Fans du nesser Tächte zeien. Fazit, Dir muss Little Nightmares 3 wirklich net gespielt hunn. Do ginge an Ärer Platz lewer op Reanimal werden. Wann Dir erst schon immer enke gefrot huet, wat dabei rauskënnt, wann e Critical Role mat Telltale mëcht? A watten Jesse Pinkman, der man dazu den hört. Dat war sich Eisendispatcher. Ah, Telltale Games. Wat gouf mir Demos verwinnt? Ob The Walking Dead, The Wolf Among Us oder Tales from the Borderlands, mir wussten einfach net, wie gut mir et hatten. 2018 war dabei mal Schluss. Telltale Games wird so müssen machen und all zukünftige Projekte goufe gecancelt. Tja, adieu, The Wolf Among Us 2. 2019 dann Comeback Annonce. LCG Entertainment überhält Telltale Games und wird auch unter dem Namen Spiel auf die Marsche bringen. Telltale Games ist in dieser Form leider nicht mehr wie ein Name. Viele Entwickler, die bei dem originalen Telltale Games geschafft haben, sind weitergezogen. Aber 4 Telltale Games Veteranen haben 2018 ein neues Studio gegründet. Ad Hoc Studio. Anelo wollen die natürlich mit Dispatch ihrem ersten Spiel weisen, dass den Drops nach lang nicht gelutscht ist. Wenn uns den gelutschten Drops geschmacht hat oder mir bei dem nächsten vielleicht lieber passen sollten, vielleicht schon aus Hygienegründen, das so nicht ich elo. Careful, kid. The answers are out there if you just listen to the wind. Die Story fängt direkt bombastisch an. An der Rolle vom Hauptcharakter Robert Robertson, den Dritten, auch bekannt unter seinem Superhelden Mecha Man. Wie geht ihr euch auf die Journey Shroud? Das nun nämlich auf gut alt Superbösewicht Manier Pabum gewissen. Der Plan ist simpel. Handlanger verheeren, Handlanger vermöbeln, noch mehr Handlanger beim hauseigenen Mac vermöbeln und dann Rache. Was dabei allerdings einfach klingt, geht leider furchtbar schief. Durch den Hinterhalt geht der Mecha Man sein Mac zerstört und dabei geht auch die Stromquelle, den Astral Pulse, verloren. Ohne den Astral Pulse und Geldmittel für den Mac zu reparieren, bleibt unserem Held nicht viel anderes übrig, für den hellen Job und den Null zu hängen. Neue Hoffnung kriegt unser Protagonist vom Blond Blazer, einer Superheldin, die für die Organisation Superhero Dispatch Network SDN schafft. Der Robert soll bei ihnen als Dispatcher schaffen und dafür reparieren sie sein Mac. Und so möchte Robert sich und Dabicht ein Team von Ex-Super-Schurken als Dispatcher zu leiten, für nicht nur sich zu helfen, mehr auch ihnen eine Chance zu geben, zu beweisen, dass auch Bösewichter nicht unbedingt böse müssen sein. Alright. Good to meet you, brah. Likewise. Ihr denkt dir schlo bestimmt, das ist ja alles schöner gut. Aber was ist da ein Dispatcher genau? Stell dich das vor wie ein Notrufzentral, mehr für Superhelden. Leute rufen an, Problem wird erklärt, den Dispatcher decidiert, wie ihn halt geschickt wird. Und da kommen wir schon zum Kehrpunkt vom Spiel, dem Dispatchen. Dispatchen könnt ihr euch wie eine Management-Simulation vorstellen für Superhelden. Tut eine Karte für Los Angeles, ob der nur Missionen auftauchen, also Leute, die anrufen. Die Beschreibung vom Event liefert dir immer indirekt den Hinweis, was für Attribute gebraucht gehen, für Erfolg zu holen. Attribute sind ganz klassisch. Steht Combat, Vigor, Mobility, Charisma und Intellekt. Steht am Event-Text zum Beispiel etwas in Richtung Beschützen oder Schnellsinn, außer Vigor oder Mobility gefroht. Wollt ihr dann eine Idee, was gebraucht wird, musst du aus euren 8 Helden wählen, wen du hier soll gehen, für die Mission zu bewältigen. Den Held, den auf die Mission geschickt gouf, außer deine Zeit blockiert. Also die W-Byte-Mission, Mission selber, die W-Byte-Hauptzentral und dann eine kleine Ruhepause an der Zentral. So lang könnt ihr den Held nicht benutzen. Umso mehr Leute ihr bei der Mission schickt, umso mehr groß ist die Chance, die Mission zu packen. Aber die hat dann noch mehr Helden, die eine Zeit blockiert sind. Was das Ganze natürlich interessant macht, da alle Missionen nur für eine gewisse Zeit aktiv ist und auch mehr Missionen gleichzeitig können aktiv sein. So muss ihr immer aufwägen, wie die am besten viel geht. Ob die Mission dann aber auch packt, ist ein bisschen im Glück los. Basierend auf den Attributen, die gefroht goufen und den Attributen vom Held oder den Helden, die in der Mission teilgeholt haben, geht Erfolg oder Versuche berechnet.
Erfolleg gëtt Dich Erfahrungspunkte fir Talden, Di ech hëlfen am Rank ze steigen an ech so erlauben den Attribut vun Ärem Held ze verbesseren. Versoen féiert zu Verletzungen. Bei der éischter Verletzung gin d'Attribute vum Held reduzéiert, eng Zweetverletzung féiert zum Ausscheide vum jeweilschen Held fir dës Dispatch sech. Gimmicks wéi die verschiedene Fähigkeiten vun ihren Helden helfen ihr dabei Erfolgschancen zu steigern. Invisigal huet zum Beispiel die Fähigkeit, dass wenn der lange bei Mission geschickt geht, der Weg bis zur Mission und die Mission selber mehr schnell geht. Auch Synergien sind nicht zu unterschätzen. Checkt die Helden, die sich besonders gut verstehen, steigt doch heu ihre Chance als Gewinner von einer Mission umherzukommen. Punch-Up, Coupé oder auch de Flambe und Prism sind Beispiele dafür. Des Weiteren gibt es auch noch Spezialoptionen, die euch eine 100%ige Erfolgschance versprechen. Dafür müsst ihr aber genau die richtigen Halt auf Mission geschickt haben. Und auch der Robert ist beim Dispatchen nicht nehmen als, Dispatcher NRW. Auch ohne sein Magazin nicht zu unterschätzen. Für seine Kollegen zu helfen, hackt er sich auf verschiedene Systeme für ihn eine Fide zu verschaffen. Die Story geht 4 Runden während und nach dem Dispatching weitergeführt. Und dabei geht es immer ein fließender Übergang. Wir begleiten zum Beispiel Robert Moyes auf der Arbeit, wo 4 aus seiner Schicht schon verschiedene Entscheidungen über uns fordern. Da setzt er sich bei seinem Büro auf und dispatchen an. Dann können eine kleine Mittagspause, wo wir immer verschiedene Konversationen verwickelt gehen, ihre dann an die zweite Halten vom Dach geht. Heute lädt uns dann zum Schluss eine ganz normale Dispatch-Mission an den finalen Akt von der jeweiligen Episode. Und davon erwarten ihr da 8 Stück mit einer jeweiligen Dauer von 45 bis ca. 60 Minuten. Und ich so nicht etwas. Bei diesen 60 Minuten geht es euch einfach nicht langweilig. Hat unter anderem unter fantastisch geschriebenen Dialogen und spannender Geschichte leid. Aber auch in einem Cast und Sprecher, der seine gleiche Sicht. Time I walk in this place, I get sad. That not happen to you? No one ever tell you that? Or no one never come over to tell you that? It's called minimalism. It's a lifestyle. Brother, it is your life, but it's no kind of style. Mam Aaron Paul, bekannt aus Breaking Bad, als Robert Robinson III., Darren Evans, der dich schon als anderen Telltale-Spieler kennt als Blond Blazer, an den Ensemble-Cast von Critical Role, wie zum Beispiel Laura Bailey als Invisigal, an den Travis Willingham als Phenomenal Man, und noch weiterer, sind halt größte Vertrudenen, die wissen, wen etwas ins Publikum bringt. I only came in as I thought we were playing Magic the Gathering tonight. I am hoping we still may. Möchte ich dann nur schon zu meinem Fazit kommen. Dem Ad-Hoc Studios ihren ersten Titel ist wirklich ein gelungenes Erstwerk. Mit seinen witzigen und exzellent geschriebenen Dialogen, dem strategischen Dispatch an Hacken, sowie auch einer Story, die ihr wirklich fesselt, bis zum Schluss, hat Ad-Hoc heuer etwas kreiert, das ich so einfach nimmer weiterempfehlen kann. Natürlich können wir 2025 nicht anders losen, ohne über Clapsgürtel zu schwätzen. Ja, wir wissen, wir sind ein bisschen spät tun. Was sollen wir machen? Wie seht ihr schön? Besser spät, wie nie. Ewéi lächt Fréier den Iwerraschungshit vum Joer ageschloen hat, waren mir bei Luxplay leider net firbereet fir eng Zäit no Review ze leveren. Dat heecht awer natierlech net, dat dëst Spiel ongekuckt du neiser Landcht gang ass. A mat de bësse Verspätung präsentéiere ma Irget elo. Hiets ass selbstverständlech vun Claire Obscure Expedition 33. Hanner dësem Spiel stöcht Zernvoll Interactive, eng klenge Kipp vu fréieren Ubisoft-Maderbeter, déi sech fir Passion-Projekt ze Summe gedo hunn. Dobei huse sech definitiv vum JRPG-Genre inspiréiert. Well Claire Obscure biet runnebaséiert Kämpfer an Dungeons, an halle woppenen Arealen, Charakteren, die gelevelt an individuell ausgerüst gi können, eng fantasiereich Geschicht mat existenziellen Themen an dem Wunsch von de Protagonisten dat onméiglecht méiglech ze mat. An dat alles mat engem ganz egenen Twist. D'Story bringt eis an eng aner Realitéit an Staat Lumière, déi definitiv d'Franséich Wurzel vum Studio verréit, a wo d'Schwéierkraft an aner physikalisch Gesetzer hier Aufgabe net so ganz genau hëllen. Dat Staat sech iwwer allerlei fléiend Bruchdeler erstreckt, steiert anscheinend keen. Mit Leiit wouel méi dringend Probleme, wann all Joer eng gigantisch Frau am Horizont erschenkt, an eng Zuel, déi am Himmel steet, introduzéiert, so dat all Mënschen, déi den Alter vun dëser Zuel errecht hunn, sech op der Platz opléisen. Dat heescht all Joer geht de méiglechen Hextalter vun alle Mënschen erof.
so dat irgendwann d'Mënschheet ganz ausstierwe werd. D'Spiel fängt dummer an, dat eise Protagonist, de Gustav, sech fir immer vu senger grosser Leif trenne muss, wéi die gigantisch Fragestalt einfach Paintwest genannt, d'34 Himmel mat enger 33 iwwermolt. All Joer gëtt eng Expeditionioun op den noe Kontinent gescheckt, vun dem Paintwest hier ze komme schenkt. Dësen ass gréesstendeels unbekannt a voller Geforen a bizarre Monsteren, so datt des Expeditionioen aus Leiit bestinn, dee sowieso ke Joer mi bleift, wéilo och de Gustav. He will alles riskeiere fir bei der nächster Expedition Paintwest ze errechen an ëm ze bringen, an esot Mënschheet ze retten. Da das nämlich Ziel vun aller Expedition gewircht biselo, leider nach immer oni erfollech. An so beglede mir de Gustav op der 33. Expedition ze summe mat gleichaltresche Genosse. Mei och de Mael, e jong Mädchen, dat de Gustav als grosse Bruder gesäit an trotz engem Protest unbedingt wollt mat komme. Ob hinne wohl endlich gelenge werd, wat nach keng Expedition fir Dro gepackt huet? Spielerisch gëtt Ronne baséiert géint Bossen a Gegnergruppe vu bis zu 3 Gegner gleichzeitig gekämpft, wobei och d'Expeditionsmembre mat bis zu 3 Kämpfer gleichzeitig untriede kënnen. Weizer Wade ginn no an no méi Matstreiter freigeschalt an ënnerschiedlech Teamformatioune si méiglech. Dabei muss ich luwen, dat all spielbare Charakter e ganz egene Kampfsystem huet, wodurch keng 2 Spielfiguren sech ähnlich spillen. Markenzeche vum Spiel ass awer, dat all gegnerischen Ugriff geparried oder evitéiert gi kann. Hei wieselt dat klassisch Tronne baséiert, kurzzeitig zu engem Reaktionsarrhythmusspiel, bëssen aller Souls-like. Dat will och gemee statt ginn, Weltgegner schlo generell stark dran oder benutze geféierle Statuseffekte, so dat eis Charakteren eventuell schon no 2-3 schlecht getimte Reaktionen Burdem leiien. Allgemeng kann de Schwierigkeitsgrad stark variieren. Dat läit dorun, dat an der Spielwelt, déi iwwergens eng immenscher Mandweltquart huet, Dungeons net mat Level markéiert sinn. So wie sinn net, wéi stark Gegner sinn déi en erwarten. A vun engem Dungeon, wo deng Expedition alles one-shottet, kann et direkt bei je goen, wo se vun allem geone-shottet gëtt. Dobei huet mech och e bësse gestéiert, dat de Levelen erscheet tëcht dem Schluss vun der Hauptgeschicht a vielen optionalen awer net manner interessante Niewequests deelweis extrem ass. Dat heescht. Fir d'Final vum Spiel baste entweder komplett iwwerlevelt oder du spielst de Schlussen der Geschicht schon relativ frei, gëst dannzräg op de Point of No Return gesat an zockst de recht vum Content schon am Wëssen, wéi alles fährt ausgoen. Du nieft kann en och viel absurd a komisch NPCs kennenléieren. Sech verschiedene Minigames 10 ausbeissen, weil Steuerung net dofir optimiert gouf, an am Camp durch Gespräche an Handlungen déi verschiedene Expeditionsmembre besser kennenléieren. Bei der Präsentation kann e Claire Obscur jedefalls net viel firgeheim. Eng eenzegartig verreckten a charmant Welt, wo en zu engem Moment oni Probleme a Wasser tripppeln anotme kann, a kurz zu no an e Bëch gereet, déi vu gesprächsche Pinselmarionette bewunders. Bis Sorit hat allerdings opgreift, kein den awermolt gefil kreien, Macher hätten hai oni Logik oder Kohärenz einfach gegen de random placéiert. Och Charaktermodeller wirken immens detailliert allliewens no. Me grad dofir fallen och klengste Fehler méi op, wéi gelegentlich unpassend Mundbewegungen oder eng Mimik déi net zur Emotion an der Stimme ze passe schenkt. Bombastisch Actionsequenzen hunn iwwerdems leider, ob mans op der PS5, mat Partikeleffekte as weiter heierns dort Framerate Chain an stottere brut. E wo ich wirklich neicht kritiseiere kann, ass de Soundtrack. Ob verspielte Vibes an atmosphärisch Melodie fir d'Spielwelt oder episch Ballade mat ganzem Orchester fir die grandios Bosskämpf a grosse emotionalen Momenter vun der Geschicht, Claire Obscur trifft musikalisch irgendwie immer genau den Nerv. Ich denke, dat de Soundtrack entreton vun engem Orchester op Europatour live inszenéiert gëtt, wofir all Optritter Tikeen an e puer Minuten ausverkauf waren, schwätzt fir sech. Fazit: Och wann e Fleit, dat een oder anert Spiel kritiseiere kann, ass Chlor fir wat Claire Obscur wie eng Bomb ageschloen huet. Atmosphärisch Spielwelt, vielschichtig, interessant Charakteren, State-of-the-Art Grafik,
E spaßege Gameplay-Loop, déi langzeitig motivéiert an eng originell packend Story. D'Spiel huet dat alles as sech sei Suse mat méi wie verdient. Am meeschte réet mech awer, dat Claire Obscur gewiesen huet, dat an enger Zäit vun gefilt just nach Reboots, Remakes, Fortsetzungen oder Low-Budget-Indie-Games, den Investment an Apps komplett Neues an Originelles sech absolut lohne kann. An ech hoffen, dat an Zukunft méi Studios sech trauen, neii Sachen auszuprobieren. Ja, auch für Metroid sind wir ein bisschen spät dran. Mir noch lange nicht so spät wie Nintendo. Wenn ich gut annonciert. Weißt du noch, was denn E3 ist? Ich hoffe, dem muss 2017 auf der E3 annoncieren. Nachdem es mal so lange gewartet haben, gehen wir Gott sei Dank direkt auf die Aktion geheilt. Ein Stützpunkt von der Galaktischen Föderation wird von Silas mit seinen Space Pirates zugegriffen und wird den geschickt für den zu verteidigen. Während ECW durch den Stützpunkt mischt, kriegt er wie üblich die verschiedenen Mechanics erklärt, unter anderem auch die neue Zielfunktion, die er mit den Joy-Cons nutzen kann. Ich persönlich sie beim Controller blieben, schön effektiv im Controller heinz du als nervig empfunden, zum Beispiel halt die verschiedenen Tieren umzumachen. Nachdem sie sich dann durch verschiedene Kämpfe gezwungen und matt erleben muss, wie verschiedene Soldaten von der Galaktischen Föderation verrecken sind, hat den Tutorial seinen Aufschluss mit einer längeren Prüfung, nämlich einem Endboss. Ein Gegner, ein Space Pirate, den mit Metroids gefused ist. Und Metroids stellen dann auch Schwachpunkte vom Gegner durch. Hat ein bisschen ein recurring Theme wird gehen, was viel einfach so geht. Wenn er den Kampf bestanden hat, dann gesagt den kurz, wie das Artefakt, was er verteidigen sollt oder schützen sollt, einfach explodiert oder so seine Reaktion hat. Und es geht von dem an eine andere Welt, einen anderen Planet geschickt. Es wirkt effektiv als echten, wie wenn er vielleicht gestorben wäre, und lo am Great Beyond wie vielleicht wie das ja eine Ausspielung auf dem Titel. Aber nee, das sind halt ganz kurz und länger zu Tempel, kriegt er seine echt psychische Fähigkeiten und dann geht er effektiv einfach an das echt Gebiet teleportiert. Die Ambiance erinnert mich ein bisschen an den Kakariko Forest, beziehungsweise hauptsächlich schon den Dekobam. Und effektiv ist nicht die einzige Parallel, die ich zu Zelda gesehen habe. Was aber auch auffällt, als die feminine Symbolik, sind schon mal einfach. Für mich ein bisschen too on the nose. Aber das ist nicht wie was ich dagegen tun. Das Echte, das ich schon so machen, echt immer ein kleiner Spoiler. Mother Brain geht in diesem Spiel nämlich nicht. Was für mich ein bisschen eine verpasste Gelegenheit, dass gerade wenn es um Spiel geht, wo auf der einen Seite psychische Fähigkeiten sind, das kann ihn also ganz einfach praktisch und Psychic Mind or Brain machen. Und eben auf der anderen Seite, wo sie Loheim mit denen, ja, doch aber relativ eindeutiger Symbolik spielen, wie das für mich evident gewischt. Mehr so, also es ist einfach nicht mehr, okay, gut, das scheint einfach eine Symbolik zu sein, wo die Kultur, die Aliens, die halt sind, so genutzt wurden. Fragezeichen. Hin oder hier. Und das ist ein bisschen von den auch sein Asian Teammate, ein Ingenieur von der Galaktischen Föderation, den durch die Explosion eben auch an das Welt geschleudert ging ist, an den er auch als Hilfe braucht für zu überleben. Als erstes retten wir für den Monstern, die da sind, und dann dürfen wir ihn eskortieren, was relativ lästig ist, bis auf einen Platz, wo ihn dann so provisorisch Lager aufstellt. Später kommen nur noch eine Teammates rein. Danach sind wir das im Gebiet eigentlich auch schon fertig. Es gibt noch einen Bosskampf, und danach kann ich natürlich von dem Fast Travel System, so schon mal einfach, das Gebiet verlassen, und das können ihn an die Füße bei den zweiten Dungeon. Ich will nicht so viel im Detail, was dann eben halt in Dungeon gibt, außer dass in Heimat eben Motorrad freischaut. Wenn in das bis hört, kann ich mal die große Wüste, was ein bisschen
parallel zur Overworld an Zelda aus, also freie Hyrule Steppe. Und effektiv finde den Hai auch Schreiner, wo ein Power-Ups finden kann. Auf frühere Spieler war es üblich, dass ein mit ein bisschen Erforschung von anderen Gebieten die Zucht Power-Ups findet, wie quasi belohnt, dass er ein bisschen vom linearen Weg aufdreht. Am Hai hat das erste Gefühl von markiere auf der Map, dass Hai Power-Up aus, was du freischalten kannst, wenn du die Fähigkeit gewonnen hast. Generell sind ich zufrieden mit dem Spiel. Aber eben so Sachen wie Symbolik, die irgendwo hingeht und dann aber nicht weiter exploriert wird, wie auch die Schreiner, die einfach in der Wüste platziert sind, an anderen Plätzen in der Wüste, die ausgesehen als hätten sie eine Bedeutung. Aber schlussendlich kriegen die Bedeutung entweder nie gesagt oder schon sie nicht gefunden. Oder dass im Endeffekt aber irgendwo ein Spiel, was trotz langer Entwicklungszeit nie wirklich aus der Developer herkommen aus, wo vieles gescrapt gehen aus, und sie sich einfach entschieden tun, da zu lesen, was sie haben. Es ist schon nämlich gefehlt, da wäre noch ganz viel mehr dran. Und dafür sind ich umso mehr gespannt, wie in Richtung Metroid Lore in Zukunft wird gehen. Aufgesehen von einem Samus Mario Kart DLC. So, hallo können wir zu. Adi Gaming Jahr 2025, vielmals merci für all die Flotspieler. Guten Morgen, Jahr 2026. Und mal gucken, was für gute Spieler das Jahr rauskommen. Was bleibst du noch zu sagen, weil... Ciao!